Herr Clement, die Wort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Minister. COVID-19-Pandemie ist aktuell nicht nur für unser Gesundheitssystem eine große Herausforderung, wir bringen doch an unseren Notbeschländer Spitäler und hier Grenzen. Aber weil die Kapazitäten limitiert sind, muss es seit einer ganzen Reihe Monaten schon verschiedene Angriffe an Treatmenten, die können verloren gehen, verreckelt oder sogar bis auf unbestimmte Zeit annulliert gehen. Für Lützeburg bedeutet das auch, dass eine Reihe medizinischer Treatmenten, die für Covid nach dem Ausland konnte gemacht gehen, just nach hier am Land möglich sind, weil als Notbeschländer keine Patienten aus dem Ausland oder in dem Fall aus Lützeburg mehr unholen. Weil Lützeburg am Bereich von der Medizin aber immer eng mit seinen Notbere kooperiert hat, gibt es eine ganze Reihe Operationen und Treatmenten, für die es an der Großregion spezialisierte Kliniken und Praxisen gibt, während zu Lützeburg Kapazitäten dafür fehlen. Das war über die letzten Jahre eben gelieften Kooperation an der Großregion. So ist es durchaus möglich, dass die gewisse Behandlungen zwar zu Lützeburg kriegen kann, der Mediziner hier am Land aber im Vergleich zu denen am Ausland vielleicht Erfahrung fehlt, vielleicht Kapazitäten fehlt, wo auch die Equipmente limitiert sind. Weil sie eben bis 400 COVID-19-Pandemie konnten auf den Échange mit unseren Operen zielen. Dass Patienten und Patienten ganz einfach über die Grenze konnten gehen, für sich da behandeln zu lassen oder auch diagnostizieren zu lassen. Die aktuelle Situation wirft somit froh ob über die internationale Kooperation an der medizinischen Versorgung innerhalb von der Großregion. Nicht nur während der COVID-19-Pandemie, aber auch darüber hinaus. Wir müssen auch schon daran denken, wie wir in Zukunft mit diesen Situationen umgehen. Dafür will ich der Minister das konkret vorstellen. Wie ein Treatment an Angriffe können Lützeburg Patienten aktuell überhaupt nach dem Ausland nachlassen? Wie hat der Minister sich dafür engagiert, auch während der Pandemie eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Prise en charge von Nicht-Covid-Patienten zu fördern? Und ist der Minister zufrieden mit der Art und Weise, wie oder wie vielleicht auch nicht mehr während dieser Pandemie an der Großregion kooperiert wird, wenn es um den Gesundheitssektor geht. Gilles von uns Mengenisch hat unterstützt, dass wir als Lützeburger Patientinnen und Patienten, die sonst ein schlechtes Treatment gekriegt hätten, halt zu Lützeburg traitiert, wie es nötig war. Das will ich gar nicht auf Frage stellen. Ich bin froh, als ich da an die umgedrehte Richtung gemünzt, wie also die Patientinnen und Patienten ergangen, die von Lützeburg ein bisschen hatten, am Ausland soigniert zu gehen. Covid-Pandemie kann die dazu verleiten, zu denken, dass es besser wäre, Lützeburg in Zukunft mehr unabhängig von seinen Notbrennen zu machen. Plant ministerisch langfristig die Unabhängigkeit von Lützeburg im Bereich von der Medizin auszubauen oder soll die Kooperation im Gesundheitsbereich an der Großregion ganz am Konträr verstärkt gehen? Für das auch an Krisenzeiten, an nur der Krisenzeit, das kann aufrechterhalten gehen. Gehen nicht dafür schon Piste. Das soll ich merci. Merci, Herr Clement. Die Regierung hat Madame Gesundheitsministerin Paulette Lénas.